Goedemorgen, we willen vandaag met evangelium losgaan. En tim dit evangeliumsgeschicht losvoeren, wil ik je over eerst een geschicht vertellen. So, du wir mal eine Stadt und der hat einen Heavy. Und der Heavy wird so schwarz, und wenn die danach fuhren, dann wird der Heavy einmal so schwarz sein, wenn der hat keine Strippen. So, der hat nicht Strippen hier an der Seite, und der hat nicht Strippen hier, und der hat nicht Strippen hier in der Mitte. So, dann berät der Stadt sich, wir wollen uns ein annehmen, was du eine so gute Arbeit tät, und dann wollen wir online hier die langen Strippen zu fahren. Und das soll so schmacklos. So, dann nehmen die sich einen Hund an, und der sagt zu denen, hier ist ein armer vor, und hier ist ein Feuersäuler Pinsel, nur was weich. Die Strippen, die sollen Schmack sein, und die sollen so sein dort uns, dass ihr nicht weiter, wenn wir dort nur das lang fahren, so grauslich. So, der Mann, der fängt an zu fahren, und den ersten Tag kriegt er 4 Kilometer Strippen gefahren. Und die Frauen sagen alle, wow, das ist nur feiner Vorwärts, dass der 4 Kilometer handkriegt. Dann, den zweiten Tag, kriegt er nicht mal ganz 1 Kilometer gefahren. Und den dritten Tag kriegt er nicht mal einen halben Kilometer gefahren. Und den vierten Tag hat er mal 100 Meter gefahren. Und dann waren die Menschen auf einmal interessiert für, was in der Welt das man? Wieso ging das erste Buch sich und auf einmal so langsam? So, die guten Menschen dort tun, die da nicht fürs Plüdern und sein, die ist viel geworden, die gehen den Frauen. Hey Hans, was ist los? Du wirst doch so gut in Schwung mit deinen Strippen fahren. Was passiert? Dann sagt der Hans, weißt du, die arme Frau, die steht so weit auf, dass wenn ich einmal ranfahre, dann war ich müde. Und wenn ich soll für ein Pinsel an der 5 Kilometer gehen, dort dir ein Stoßchen. Weißt du, ich finde mich, dort wir Christen leben manchmal krass so das. Wir fahren eine Strippe und das ist unser Abgabe. Als Tschuk müssen wir unbedingt eine Arbeit haben. Und unsere Arbeit ist, Menschen das Evangelium bringen. Das Ding ist bloß, während wir an der Arbeit sind, dann haben wir das mit ein paar Dingen zu tun. Wir haben das zu tun mit, wir wollen unsere Tschuk gesund halten, wir wollen unsere Organisation gesund halten, wir wollen Schule haben, wir wollen Gebetsstunden haben, wir wollen all diese Dinge haben. Und nicht mehr alles verstehen. Das ist gesund und das ist reich. Der Trouble ist, wir lassen den Armen vor, für am Anfang stehen. Wir sind bekehren und das freut mich. Aber wir lassen das Evangelium für bei der Bekehrung liegen. Und wenn wir dann einen Mensch von Jesus vertellen, dann stummen wir, denn wir wissen nicht ganz genau, was wir sagen sollen. Ich fing an mich selbst einen Fehler. Ich sehe 7 Jahre Port von dieser Kirche. Und weil ich mir reut möchte von der, warte ich an, ich habe in 7 Jahren nicht ein einziges Mal mit Zeit genommen, um eine ganze Sonntagsschule reut mir an. Bloß um das Evangelium durchzuleiten. Und das hat mir leid. Ich habe einmal vor, ziemlich weit auf angestellt. Ich weiß dort wir haben eine sehr interessante Zeit als Kirche, wir wachsen im Glauben. Aber wir sind viel, was das Evangelium anbelangt. Und wenn ich das so klasse, weil mit dem Taub anfangen, ich habe keine Ahnung, wie lange das wird dir. Aber ich weiß, was passiert. Wir waren in der Strippe ziemlich böse handgeriert. Wenn das Evangelium ist der Anfang und das ist alles, von was wir hier tun. Und möchte Gott uns als Kirche das Verlangen schenken, die Botschaft wiederzugeben, was Gott uns anvertraut hat. Wenn wir
an Evangelium denken, dann muss wir das erste, das Wort einmal klarstellen. So, für die von uns, die nie sind in unserer Kongregation, dort ja, ich habe mehrmals von Bibelübersetzungen geredet und ich war von dir einmal bosig sein, das zu erklären. So, wenn wir im Griechischen, der Sprache, von was die Bibel geschrieben ist, wir da fingen, was kein Wort in unserer Sprache ist, dann wird ein Wort bloß vom Griechischen übergeswitcht nur unsere Sprache. Du haben wir einzige Wörter rein, so zum Beispiel Evangelium. Evangelium ist ein Wort, das an alle Sprachen eigentlich kriegt dasselbe Wort ist, wenn das gleich in diesem Wort. Das ist ein Wort, das vom Griechischen bloß geliehen ist, zum Herrn sagen. Du wenn es dort ein so, ich will mich wollen zu sagen, das ist ein so biblisches Wort, wenn dort hat nichts zu tun mit unserem Alltag. Das ist ein Wort, das von der Tag lebt, bloß wegen der Bibel. Wenn das nicht die Bibel wäre, das Wort hat 2000 Jahre mitgedrückt, dann würde das Wort allerdings ausgestorben sein. Aber das Wort ist Part von unserer Sprache geworden, wenn die Bibel redet von Evangelium. Das Wort, das bedeutet am Ursprung Evangelium oder Evangelium, dort heißt der Gute Nurreich. Also, wenn wir das Wort Evangelium von der Tag brücken, gleich dort wir das Wort Evangelium brücken, aber Tim, dass wir uns ein klein bisschen anschauen, von was reden wir, wenn wir von Evangelium reden, dann reden wir von einer Gute Nurreich. Diese Gute Nurreich, die fehlt dann aber zu beschreiben. So, wenn wir wollen, erst wenn von jenen fragen, was ist die Gute Nurreich, dann würden wir alle ein paar Wörter zu sagen, ja, ne? Dann würden wir sagen, oh, okay, Jesus ist an Kreuz gestorben. Und das ist der Mittelpunkt von dieser Gute Nurreich. Wir würden vielleicht sagen, Jesus ist abgestanden. Sehr fein. Wir würden sagen, dass der Gute Nurreich ist, dass der Heilige Jesus raufgekommen. Das gehört auch dazu. Aber der Gute Nurreich ist so breit, dass wir sollen eigentlich uns dort Puzzle taubstellen, omdat wir weten, was wir damit tun. Für die von uns, was mir all über die längere Jahre kann, wir wollen weten, dass ich sie so schwer zu kriegen, zu Menschen, sein, hey, mal die Hand ab, mag mit die zu beten, am besten bekehrt. Wenn ich glaube, das Evangelium ist bloß so breit, dass das nicht so einfach aus der Hand abheben. Das hat mit so viel mehr zu tun, als bloß sagen, ja, mit der Leute, die das ausgefangen haben, dass ich gesendet habe. Und das war so, wie diese ganze Sonntagsschule nennen. Zum das Evangelium ein klein bisschen Kopf und Feit geben, habe ich dort an 12 Punkte angeteilt und wir waren dann so in der Punkte, wie es durchgekommen. Ich weiß einige von Ihnen, die gleich ein Wort geschrieben, so wenn ihr hier von der sind, diese Klassen nicht von der Wort eingehen, dann würde ich ihm auch merken, kommt regelmäßig bald wieder fertig haben. Aber das Wichtigste ist, wenn ihr abschreiben dann, ich will irgendwo Bibelstellen nahen. Und wenn erst auf einmal die Bibelstellen nicht mitgekriegt habe, dann sage ich, hey, wo sind wir oder von wo kriegst du das her? Und ich will hier nicht mit helfen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir was schaffen, wenn Bibel lesen. Dort wollen wir uns noch weiter ausfangen, wo wir das damit tun. Aber das von ungefähr, wo ich das im Park anfangen. Wir wollen sagen, was ist der Anfang von dieser Gute Nurreich? Jesus seine Geburt. Okay? Habe erst ja noch eine andere Idee. Okay, weil Adam und Eva sind reden, dann sagt Gott, du was wir kommen. Nachher ist ein Anfang. So gut, so du wirst Fan, du wirst noch wieder trägen, ich will aber noch wieder trägen. Ich finde, dass der Anfang von der guten Botschaft am ersten steht, der muss anfangen mit Gott als heilig. Beim
das Evangelium angerufen, fing ich dort unsere Flavheit auf der Welt von der Tag mit Christentum, als wenn wir an den ersten Punkt nicht klar. Wir glauben unbedingt an Gott, aber wir haben ein mesuriertes Bild von wer Gott ist. Und dort merkt, dass uns Christen leben, so ist, als was das ist. So, wenn wir anfangen mit Gott als heilig, dann würde ich unbedingt sagen, die gute Botschaft, die fängt an mit Gott. Das fängt nicht an mit Mensch oder Sinn oder Radung. Wir müssen erst Gott kennenlernen, als der, wer über alles ist, der, wer ewig ist, der, wer alles gemerkt hat. Die Bibel fängt in 1. Mose 1 an mit, Anfang merkt Gott den Himmel und die Erde. So, 1. Mose 1, der fährt all los von Gott wie all durch. Die Bibel redet nur nicht von dem Anfang von Gott, der redet bloß Gott, dass noch einmal durch was. Also kann das Evangelium nicht anders anfangen als mit Gott selbst. Und Gott ist heilig. Psalm 90, Vers 2 sagt, für die Boy in der Erde, in der Welt geformt worden, von immer bis immer bist du uns Gott. Also Gott ist ewig. Jesaja 46, Vers 9 sagt, ich sehe Gott und du hast kein anderer. Du hast nichts mit mir zu vergleichen. Also Gott ist unbedingt heilig und apart. Wenn wir Gott kennenlernen als einen heiligen Gott, dann würde ich gleich in Jüngste fragen, was ist Gott seine beste Beschreibung durch die Bibel? Wo präsentiert die Bibel Gott? Ich will Ihnen mal sagen, was ich mir funk. Das ist auffällig, dort wie Christen von der nur alle Feier Himmelsrechten schrien, Gott ist live, und dort ist die ganz kleinste Beschreibung von Gott, was wir in der Bibel finden. Und ich weiß, für viele von Ihnen, was das sagen, oh, von was redest du? Das ist so. Gott ist live, und du willst nicht das weniger merken. Aber das ist das wenigste von was die Bibel beschreibt als Gott. Weil Jesaja am Himmel ankommt, das ist interessant, dass die Himmelsengel nicht sagen, Gott ist live, Gott ist live, Gott ist live. Weißt du, was die Engel sehen? Heilig. Also, Gott seine Beschreibung am Ursprung ist nicht Gottes Liebe und das ist nicht Gottes Mitleiden, das ist nicht Gottes Vergebung. Gott ist aus Natur heilig. Und Jesaja 6, Vers 3 sagt dort, heilig, heilig, heilig. Alle Welt ist voll von seiner Herrlichkeit. Ich finde, dort der hebräische Sprach merkt immer, wenn es so wichtig ist, dann wiederholt er dort. Und das ist ein dreimal heilig Bestätigung. Das ist aber nicht bloß einmal, wo das vorkommt. Das ist der Anfang durch Jesaja. Und wenn wir in Offenbarung 4, Vers 8 lesen, dann fingen wir gerade dieselbe Bestätigung. Heilig, heilig, heilig ist Gott allmächtig. Der wer du wir, der wer du es und der wer du wird kommen. Gott seine Heiligkeit wird dann bestätigt als ganz apart gesagt von Menschheit. Und das ist ein Ding, was uns so nötig viel Deut im Wort zu prägen. Gott sein Heiligsein merkt den apart von Menschen. Diese Heiligkeit, die wird hier so beschrieben als Gott ist Gott, für sich allein Gott.
Wir Menschen sind nicht Port von Gottheit. Und das fehlt uns durch Interpretieren. Und wir immer uns anreden von diesem Traum, dass wir sind kleine Gottjes oder alles schon, das Arlie und das vom Feind. Gott ist heilig und das Wort heilig meint apart gesagt. Und das meint dann für uns, dass du es eine große Trennung. Das sagt in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und durch keine Distanz an ihm. Also, Topjefoot würde wir sagen, an Gott jaft dort keine schlechte Dinge, keine Lehres, keine Korruption, keine hilfreiche Sachen. Du jaft dort keine Eierrechtigkeit und du jaft dort keine Sinn. An Gott ist nicht mal eine Spür von Earthwort, was nicht reich ist. Deswegen, wenn Menschen sich mit Gott begegnet haben, dann haben die einmal diesen Eindruck. Wenn wir Jesaja 6, Vers 5 lesen, dann sagt Jesaja, das ist mit mir so schlimm. Ich sehe einen Todjamon. Wenn ich sehe einen Mann, und meine Lippen sind schwindig, und ich sehe Gott seine Gegenwart. Im Alten Testament fing wir ein Prophet von Gott angestellt. Und er begegnet sich mit Gott und er sagt von sich selbst, ich sehe so gut als tot. Wenn Gott ist so schrecklich heilig, dort ich, Mensch, sie verdammt, bloß bei ein Mensch sein. Kriegt diese selbe Eindruck, wie wenn Petrus auf einmal sich mit Jesus begegnet und er dort ansieht, wie Jesus ist. In Lukas 4, Vers 8 sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir, wenn ich sie ein Sünder. Die Menschheit, durch die Bibel, wird immer uns den Eindruck geben, dass Gott ist heilig und apart, rein, vollkommen. Menschheit ist ganz apart von diesem heiligen Gott. Deswegen würde ich behaupten, dass Gott sein Heiligtum oder Gott seine Natur als heiliger Gott ist der Grund von alles, was wir im Evangelium verstehen. Wenn Gott nicht vollkommen heilig ist und vollkommen getrennt von der sündlichen Menschheit, dann ist das Evangelium nicht dort, was die Bibel uns lehrt. Wenn dann wird Sinn nicht so schlimm sein, dann würde du nicht in Gerecht fehlen, dann würde du nicht Radung fehlen, dann würde du nicht in Krieg fehlen, dann würde einfach Gott nicht für immer heilig sein und der Trouble von der Sinn wird nicht für immer ein Trouble sein. Ich habe mir entschlossen, frisch in mein Glaubensleben zu entscheiden, Gott ist heilig. Und ich sie verdammt, bloß in meiner Natur her. Gott ist heilig. Ich sehe ein Mensch. Und wenn nur nicht Radung ist für mich, dann sehe ich verdammt. Krieg ich nun, als ich der beste Mensch der Welt. Verdammung ist danach für mich durch, bloß wenn Gott ist heilig. Gott ist von Natur aus Gott. Und ich will mich mehren, dass Gott chantelliert, dass ich eine gesunde Ehrfurcht habe für Gott. Wenn Gott heilig ist, dann müssen wir hier unbedingt am zweiten Punkt, das ja dann noch reden, was der zweite Punkt ist, nicht? Hä? Ja, vielleicht ja, aber das Evangelium ist eine gute Nachricht und das hat unbedingt mit zwei Seiten zu tun. Da haben wir Gott zu tun und haben wir Menschen zu tun, nicht? So, wenn wir im zweiten Punkt Mensch handschreiben, was werden wir hier an handschreiben, was nicht heilig ist? So gut. So, Mensch ist ein Sünder. Das ist, wo ich glaube, dass Gott hat mich in den letzten paar Jahren ziemlich die Ohren aufgemerkt, wenn ich in mein ganzes Leben Leben gehabt.
En ik weet dat dan nu niet meer waar ik dat wel zei, omdat ik dat recht zei. Ik vind dat als kind heb ik een prejong gehad, wat mij heeft immer weer geleerd dat ik heb geleerd en du ben sie een zinder. En dat is falsch, dat is niet biblisch. Ik leef wenn ik een zinder zie. En dat zijn twee zo verschillende dingen. Du wen komt das Evangelium für nicht an. Wenn Christus wie Gott nicht als allheilig tal wir uns Menschen nicht als Sünder, wir talen uns nur Sünder aus, was wir glauben, dass wir was Schlechtes getan haben. Ich glaube, ihr kommt mit den Gedanken mit. Du brauchst Radung nicht, wenn du gestohlen hast. Du hast gestohlen, wenn die Radung fehlt. Und das sind zwei so verschiedene Dinge. Diese Wahrheit über Menschen erstaunt, als dort für ein Glaube an der Welt, dort Menschen sind endlich Fan. Die fehlt bloß mit zu belehren, vielleicht ein klein bisschen zu sagen, die sollen gesünder eten. Und dann wo wir noch sagen, na ja, die Menschen, die an Armut leben, die fehlt ein bisschen Riesenschobeln zu bringen. Und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium fährt nie nicht los, von dort die Fehlten mit abzufixen. Das Evangelium sagt, du bist ganz verbraucht. Und dort tust nichts Gutes an dich. Und dort sind zwei Dinge, die so sehr aufgeschrieben wurden, dort beim mich hineinlassen, fing ich mich selbst an, der Frau, glaube ich wirklich, dort Gott ist allheilig und dort ich als Mensch einen Sinn geboren sie und verdammt sie, bloß wenn ich ein Mensch sie. Wenn wir die Schöpfung ein klein bisschen allein kicken, dann wollen wir sehen, was die Bibel uns lehrt über Menschen und was uns Zustand ist. In 1. Mose 1, Vers 27 sagt dort, Gott mögt den Mann nur sein Ebenbild. In Kapitel 1, Vers 31 sagt dort, Gott sagt, was er gemerkt hat und dass wir geschöpft werden. Also die Schöpfung geht los von Gott mit Menschen und der Ursprung vom Mensch, wie so fein. Wir fingen aber dort Sinn in der Welt an, durch das Ungehorsam. Römer 4, Vers 12 sagt, so ist der Sinn in der Welt anscheinend durch ein Mann und durch den Sinn der Tod. Von diesem Moment an ist alles, was Menschheit von Sinn angeschwingt. Und ich weiß, da habe ich auf 14 gesagt, ich war von dir nach Himmel sein. Wenn du was weiten, als du ein Sünder bist, dann kick bloß mal ran die Rahmen und sag, wie viele Menschen haben überlebt, von wo Gott die Welt mir von dir. Okay? Vielleicht soll ich das noch trister sein. So wahr als du weißt, dass du warst gestorben, so wahr sollst du dort weiten, dass du verdammt bist. Wenn der Tod, was an deinem Körper passiert, ist der Beweis, dass du ein Sünder bist. Punkt. Das ist alles, was du fehlt zu sagen. Der Sinn von Adam und Eva wieder ist zu sein, wenn keiner überlebt für immer. Die Natur bringt den Tod und du hast kein Raum. Und wenn du nicht reif bist zum Sterben, dann sei noch der Zeit. Der Mensch ist ein Sünder. Nicht, wenn er was Schlechtes getan hat. Der hat was Schlechtes getan, wenn er ein Sünder ist. Wenn wir Psalm 51, 5 lesen, dann sagt dort durch Toponymy, ich sie einen Sinn geformt und einen Sinn hat meine Mama mit der Welt gebracht. Die Bibel lehrt uns nicht dort, wenn du erst 13 bist und du anfängst schlechte Entscheidungen zu merken, dann erst von da bist du ein Sünder geworden. Die Bibel lehrt uns dort Sinn als Port von Mensch Natur. Und dort ist eine strenge Wahrheit. David
sagt nicht im Psalm 51, dass seine Mama hat sich versündigt und nun hat heute mitgearbeitet. Die beschreibt nur die Wirklichkeit von unserer sinnlichen Natur. Römer 3, Vers 10 bis 12 sagt, du hast nicht ein einziger Gerechter. Du hast nicht einer, wo nur Gott siegt von Natur aus. Römer 3, 23 sagt, wils allemal hat gesündigt und sind apart von Gott, seiner Herrlichkeit. Prediger 27 sagt, du hast wirklich nicht ein gerechter Mann, aber ihr. Der wird einmal alles erreicht und zweimal singen. Jesus selbst lehrt uns, dass der Trübel vom Mensch ist nicht wirklich die Worte. Die Worte sind bloß der Beweis von was der Mensch sein Trübel innerlich ist. In Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 23, du sagst Jesus selbst ist das, willst von Ben, vom Hort vom Mensch, durchkämpft alle Schweinerei. Also, der Sinn fängt nicht an mit den Dingen, was du das. Der Sinn ist bloß die Frucht von der Hort, was du verbrückst. Von Natur erd läuft wie unser Sinn. In Johannes 3, Vers 19 lesen wir, und das ist die Verdammnis, dass das Licht kommt in der Welt, aber die Menschen läuften die Distanz mehr als das Licht. Wir würden die List uneinlang tragen können, was uns immer wahrer den Mensch beschreibt als die Natur, als die Sinnliche. Also beschreibt die Bibel uns ein Mensch im ersten Fall schuldig. Wir haben gesündigt, wir sind Sünder. Wir sind jährlich tot. Wir sind Gott seine Feind und wir sind unser Verdammnis. Das ist, was wir von Mensch unbedingt machen begreifen. Now will you vielleicht sagen, okay, wo schafft eine gute Nachricht mit das Taub zu bringen? Vielleicht will wir sagen, okay, das ist eine so schlechte Nachricht. Und das. Wenn der Weg, der trennt sich hier mit so einem dicken Strick. Ein heiliger Gott ist getrennt von der sündlichen Menschheit. Wir sind unser Verdammnis. Deswegen müssen wir unbedingt Gott dann nicht frisch handeln. Wir haben die zwei Naturen von den Menschen becheckt. Gott heilig, Mensch Sünder. Dann fehlt uns am dritten Punkt Gott noch mehr chantelliert. Wenn die erste Beschreibung von Gott heilig ist, weil erst wir reden und die zweite Beschreibung, was die Bibel uns ja von Gott reden. No. Noch einmal sagen wir nicht bei dir. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und was je hier bei gerecht mit bei. Gott hat in, das weiß ich nicht, wie ich das soll schreiben. Oh ja. Ira. Gott ist heilig und apart. Das meint, dass wenn Menschen in Sinn sind, dann hat Gott ein Gerecht in ein Euer, was auf uns Menschen traf. Das ist ein Kampf, wo ich wirklich tauschtu, wo ich noch ein Doll mit zu lernen habe. Wenn Gott sein Euer ist vollkommen. Gott sein Euer ist nicht so meiner. Ich versündige mich meist immer, wenn mir der Euer hochsteht. Gott sein Euer ist vollkommen und er ist reich. Auf Spanisch sei wie la perfecta ira de Dios.
Gott sin euer als vollkommen, aber den sin gerecht als nicht dort ay pobrecito. Gott sin gerecht, el juicio de Dios es perfecto. Gott sin gerecht als vollkommen. Wir sind so verbiestert, wenn wir haben das endlich nicht an unser Evangelium Erkenntnis bin. Gott ist heilig, weil wir nicht erwähnen, weil, naja, Gott ist auch so heilig. Aber von Gott sein Gerecht und von Gott sein Euer zu reden, fällt uns alle schwer, wenn wir sind abgewaschen mit den ersten Gedanken, dass Gott das einmal läuft. Und ich wünsche mir, das können bei mir anderen und bei Ihnen auch. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und voll Euer. In der Bibel mal nicht so bildlich als Gott sein Euer. Und wenn ihr mal wollen verwundern, dann lest Offenbarung. Das ganze Buch ist Verdammnis. Maar am laatste eindje striepje wordt er zei, hey, die wil zich aan Jesus versterkte kommen. Und das ist die Botschaft, wo wir haben wollen. Aber wir müssen erst Gott sein euer Zahn lernen, dass wir dort bewusst sind, dass unsere Radung fehlt. Wenn wir Gott uns gerecht, dann würden wir dort unbedingt nicht hineintragen von dort das Gerechten des Euer, jetzt dann in den verlorenen Menschenzustand. In Psalm 7, Vers 11 sagt dort, Gott ist ein gerechter Richter. Gott sein Euer stich in die Sünder jeder Tag. Gott ist nicht so ein Richter, wo ein Auto hält und sich so dat, dass wenn Sinn nicht passiert. Gott sieht jeder Gedanken, jeder Wort und jeder Werk. Und Gott kann nicht mal anders als an euer Abflum über unsere menschliche Schwindheit. Sprüche 15, Vers 3 sagen, Gott seine Augen sind alle Wegen und er kickt über die Schlechte, über die Gute. Das meint, dass wenn Gott uns Rechter ist, dann können wir uns sicher sein, dass du kannst bloß nicht verstärken und dass das heilige Gott, der ist, der wer Gerechtigkeit utteilt. Hebräer Kapitel 4, Vers 13 sagt, durch keine Schöpfung wird nicht wird, wie Gott offenbar wird. Alle Dinge waren nötig und frei für Gott seine Augen zu Stunde kommen, Rechenschaft zu geben. Für Gott ist nicht verstärkt. Das ist ein Ding, was wir für so schwer begreifen können, wenn wir leben in einer Welt, wenn die Welt und wir wissen, dass Gerechtigkeit hat an dieser Welt einmal einen Preis. Und der, wer mehr Geld hat, der ist meist einmal ausschuldig. Bei Gott wird das nicht so dort sein. Wenn ihr mal wollen, ein interessantes Ding lernen, dann lest Offenbarung, wo das sagt, Gott kriegt die Beker verdient und er fängt an, gerecht zu üben. Mag je dort wat duip in de knikkers. Gott fragt kein Mensch ob gerecht wo so hast du gedaan oder was hast du gedaan. Gott weet. Und er wird gerecht urteilen, wenn Gott weet. Und bei Gott wollen wir nicht verkommen und sagen, na ja, ich würde eigentlich haben sollen, aber mein Nuber hat mich verursacht. Gott sein gerecht sein ist so heilig, wenn Gott Gott ist und wie Menschen. 1. Mose 18, 25 sagt, ist Gott nicht der Richter über die ganze Welt, kann Gott nicht das Rechte tun oder wird Gott nicht das Rechte tun? Jeder ein von Gott seine Entscheidungen sind vollkommen. Gott sein Euer
jende Sinn als vollkommen. Gott sein Euer ist nicht so uns Menschen ja Euer. Das ist nicht so, als wenn wir uns in den Raben pürksen und uns dann der hat hochjach. Gott sein Euer ist nicht, dass er den Kontrolle verliert. Gott sein Euer ist nicht euerreich. Gott sein Euer ist eine heilige Bestätigung, dass Gott gerecht ist, den Sünder gegenüber. Das fing wie viel klarer im Neuen Testament uitgedruckt als im Alten Testament, wen Gott prägt uns, wo so Jesus sein Opfer so neidig wir. Römer 1, Vers 18 sagt, weil Gott sein Euer als du dadurch offenbar kommt, jen alle Sinn und Eierreichtigkeit von den Menschen. Paulus schrift in der Römer 9 sagt, dass Gott sein Euer Wort vandaag kommt, bloß in der Zukunft. Dort sagt du, Gott sein Euer Wort se revela. La ira de Dios se revela. Gott sein Euer kam immer vandaag. En de Menschheit leeft nu al ohne Gott sein Euer. Johannes 3, Vers 36 sagt, ich werde in Israel mal Spanisch lesen, da sagt, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Johannes Kapitel 3 sagt nicht, dort du wird noch mal ein Tag kommen, wo Gott sein Euer wat gegen die sind. Dort sagt du, der ist gegen die. Dort sagt du, die wir an den Sehen glauben, haben ewig Leben, so dass es nicht utnum, da wo wir noch Lothar und Dahlmeier von haben. Aber das letzte Engste von Johannes 3, Vers 36 sagt, die wir nicht an Jesus glauben, der ist an Gott sein Euer in Verdammnis. Dort der sinnliche Zustand von uns als Menschheit ist viel, viel, viel schlimmer, als was wir den Mut. Lass die du bloß nennen, dort euer in Gott sein gerecht sein, der ist du all, der wird nicht noch mal kommen. Dort ist bloß du kannst das in euer uitkleven, in Jesus. Aber Gott sein Euer, den sind gerecht sein in Euer, der ist du. Dort sagst du nicht, der wird noch mal ein Tag kommen, dort sagst du, der bleibt beständig, ehe der wer nicht an Jesus glaubt. Jeder Mensch, Brüder Christus, lebt von der Tag an Gott seine Verdammnis. Und wir leben in einer Welt, wo der Sinn so klein macht. Vielmal wird Sinn so beschrieben als, ja, du hast einen kleinen Fehler gemerkt, aber Gott läuft die du weg. Vielmal wird Sinn bloß beschrieben, du hast mit so einer rechte Entscheidung getroffen, aber da braucht nicht so viel. Manchmal wird von Sinn geredet als bloß, wir sind ja fehlerhafte Menschen. Wenn du weißt, den Spruch brücken, fehlerhafte Menschen, dann du bloß bei fehlerhafte Menschen und ja Gott sein Euer. Dann wird das reich hier. Wenn wir bloß sagen, ja, wir sind fehlerhafte Menschen, dann sagen wir, das ist gar nicht so schlimm. Aber unseren heiligen Gott sind fehlerhafte Menschen verdammt. Und die Bibel beschreibt uns, dass diese Fehlerhaftigkeit als Gott gegen uns sind. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 sagt, der Sinn als der Gesetz übertreten. Jeder sinnliche Werk als Gott gegen uns sind als der Herrscher von der Welt. So, das ist vielleicht, wo wir uns spezifisch dann an Gott als gerecht nennen. Wenn wir in Psalm 51 Feuer lesen, sagt dort, jen die en bloß jen die hat gesündig en ik ha dort schlechtet gedaan für deine Ehren.
David hat gesündigt. Der hat den Nuba seine Früh genommen, der hat den Nuba-Mann umgebracht, der hat seine Familie in Klampenschweinerei abgebracht, der hat Land versündigt. Und als der Prophet endlich mal bei David kämpft und den Sinn verhält, dann sagt David nicht, er kann mit dem Fehler gemerkt. Dann sagt David nicht, er kann mit dem Fautarach neingestärken. Dann sagt er, er kann bloß allein gegen Gott gesündigt. Gott ist heilig. Und den kämmert dein ganzes Leben. Und je eher wie den heiligen Gott und sämtliche Menschen verstehen, dass die unter Gott sind gerecht sind, je besser und gesünder wird das Evangelium an uns ankommen. Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31 sagt, dass Gott schickt alle Menschen über die ganze Welt, dass die sollen umkehren. Wenn der Haft ein Tag gemerkt, wo die ganze Welt wird gerecht werden mit Gerechtigkeit. Du hast ein Gerechtstag, ein Juicio universal. Das ist ein Gerecht, wo alles, was gemerkt ist, mit Anbetracht und China wird uitkleven. Römer 14,12 sagt, also, jeder einer von uns wird bei Gott Rechenschaft aufgeben für sich selbst. 2. Korinther 4, Vers 10 sagt, alle Mann wird für Jesus sein rechter Stuhl kommen. Jeder Wort, jeder Gedanken, jeder Wort, alles wird für nach kommen. Dann fehlt uns unbedingt hier so wie Gott als gerechter und euervoller Gott, die Wirklichkeit von der Hall, du bitte dann, ob es uns dort nicht so schön geht, von der Hall zu reden. Ein von den Dingen, wo das ganz ammerlichste im abspustenden Christentum ist, von der Tag ist, dass der Hall ist nicht mehr der ewige Verdammnisplatz, das ist bloß mit so einem aufgeschwindender Platz, nicht der Himmel. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Gott ist heilig, Menschen sind Sünder und Gott sind Gerechtigkeit sind. Das bringt das unmenschliche Trennung. Jesus ist der, der ganz meiste von der Heil geredet hat. Also, das ganze Neue Testament, ja, wir lesen, und Jesus ist der, der der Heil heute merkt. Matthäus 10, Vers 28 sagt, ihr braucht nicht für Menschen Angst haben. Wenn die keinen Körper bloß tot machen, aber das nicht. Dort sagt du, hat Angst und flottert, für den wir ihn können in den Hals schmieden. Maki, wo Jesus uns das Gerechtsein deutlich macht, dort wie checken eigentlich so menschlich, dann glaube ich, das ist gar so schlimm. Das ist noch schlimm. Ich würde sagen, wenn Jesus sagt, du bist nicht vor in den Hals geschmieden worden, dann ist das schlimm. Markus 9, Vers 43 bis 48 haben eine ganze Geschichte von der Hall, wo das sagt, der Warm oder der Muden, gehen nie nicht tot, dort vier wird nie nicht ausgelöscht. Man wie die Geschichte mehr antragen von diesem Lazarus und die Geschichte von den 3 Zungen und Hat und all diese Dinge, ein furchtbarer Platz, aber ein neuer Platz. Wenn ein heiliger Gott kann nicht mit sämtlichen Menschen tot sein. Matthäus 24, Vers 46 redet von allem, was an der ewigen Verdammnis kommt. Bitte, die Gerechte werden in das ewige Leben kommen. Dieselbe Beschreibung für Himmel, ewig, wird immer gebraucht zum Verdammnis beschrieben. Wenn euer Leben ewig ist, dann ist ewige Verdammung, ewige Verdammung. So, wieso ist es so wichtig, dort wir das verstehen? Wir können nicht Radung verstehen,
für wie Verdammnis begreifen. Wenn ein Mensch glaubt, dass der gesund ist, geht er nicht nur Doktor. Und wenn ein Mensch glaubt, dass es ein Fähner, dann fehlt er nicht der Rat. Viele von uns glauben, wir sind eigentlich Fan. Wir sind nicht. Und uns fehlt Radung. Wenn wir wollen vom Evangelium reden, dann müssen wir uns lernen, dass wir losfahren mit einem gesunden Bild von wer Gott ist. Und ich würde je merken, mit mir taub, warum will die Bibel lesen? Und immer weiter, wenn die Bibel von Gott redet, dann muss bloß mal, wo weit auf der heilige Gott von Menschheit ist. Und wir werden rohr für Weidel, wenn wir unsere Natur aus sinnlichen Menschen begreifen. Ich kann hier ein paar Verse erwähnen, die Bibel ist voll von einem heiligen Gott dort und von der verdorbenen Welt hier. Und wenn wir dort nicht begreifen, dann begreifen wir das Evangelium bloß nicht. Wenn wir im zweiten Pol Mensch und Menschheit bekicken, dann werden wir die Bibel lesen mit Oprechtheit und Horchen. Wer sind Menschen? Und wo sitzt dort mit einem heiligen Gott ein Mensch? Und wie werden sein, das alle zwei? Sinn hat uns getrennt von dem allmächtigen Gott. Der allmächtige Gott, wo wir uns wollen lernen, heilig, heilig, heilig zu nennen. Der ist so heilig, dass du bist verdammt, bloß wenn du ein Mensch bist. Dann werden wir uns lernen, dass wenn Gott gerecht ist, dann brennt in der Feuer je in uns. Und das Verdammnis ist Port von der Geschichte. Und eine Radung fehlt bloß dann, wenn wir unsere Verdammung ansehen können. Möchte Gott uns die Augen aufmerken, um das zu verstehen. Wir werden beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für die Bibel. Wir freuen die aus uns von dir wasch, dort hat in der Säule aufmerken, und dass wir wollen die anerkennen als heilig, heilig, heilig. Wir wollen die Gott kennenlernen, als der wir heilig, rein und vollkommen ist, weit über uns Verständnis. Wir wollen von dir, aber auch die Frauen aus uns wasch, bewusst merken, dass unsere Menschheit in Sinn lebt, in Sinn geboren wird, in Falschspinnerie ist und dort durchwehen, wie von dir getrennt sind. Help uns, dass wir die Worte, die in Sinn getan wurden, sein aus Frucht von den Tweinen hat. Und dass wir wollen bewusst sein, wo nötig uns Radung fehlt. Wir beten auch, dass du uns helfen, deine Gerechtigkeit in dein Euer zu verstehen, wenn wir weiten, dass das vollkommen, wenn dort deine Gerechtigkeit in dein Euer ist. Wir beten, dass du mit uns sein, indem wir das Evangelium bekennen und dass wir uns selbst durch ein Zusammen kriegen, Dankbarkeit finden für die Radung, die wir in die finden, und aber auch eine brennende Liebe für verlorene Menschen machen uns erweckt werden. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.